Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, wir haben zwei neue Abgänge zu verbuchen, Marcel Sabitzer und Nübel. Und da werde ich einfach mal ein bisschen meine Meinung zu sagen. Erstmal gratuliere ich den Dortmundern. Ihr habt einen guten Transfer getätigt mit dem Sabitzer. Man weiß jetzt nicht genau, welche Summe da im Raum steht, aber selbst, ich denke für 20 Mille, was hochgegriffen ist, so viel wird es wahrscheinlich nicht sein. Habt ihr damit einen super Transfer gemacht, wenn ihr dem Sabitzer das Vertrauen gebt, was er benötigt, und ihn spielen lasst, denke ich, wird er in Dortmund definitiv einschlagen. Ja. Dass der Sabi irgendwie auf, was habe ich gelesen, Instagram oder was weiß ich, wo der ist, alle Bezüge und alle Fotos zu seiner Zeit beim FC Bayern gelöscht hat, finde ich ein bisschen assi. Das muss ich auch ganz klar sagen. Wenn man ein schlechtes Verhältnis zum Verein oder zum Trainer oder sonst was hat, alles gut und schön, kann man das ja kommunizieren. Ne? Gerade nach so einem Wechsel kann man ja ruhig reintreten, reinhauen, ist ja gar kein Problem, man ist ja weg, man hat ja einen neuen Arbeitgeber. Warum man dann aber alle Bezüge zum FC Bayern löscht, was ja eher so ein Fan-Ding ist, finde ich dann schon wild. Ja, weil das ist eher so, ja, ich scheiß auf die Fans. Ja. Ist jetzt nichts, was mich persönlich tangiert oder so, aber so Instagram, das ist ja jetzt nicht so, dass die Vereinsführung guckt, oh, wie ist denn der Sabi so? Nee, das sind ja die Fans, die da gucken und schauen. Ich kann seinen Unmut verstehen, ja, auf den Verein. Klar, man hat ihn geholt damals, gerade den Nagelsmann hat ihn geholt als sein super Hightech-Schützling und der Nagelsmann hat ihn dann weggejagt. Das wollen wir auch nochmal festhalten. Ja, das war ja dann nicht irgendwie der Tuchel oder sonst wer, sondern der Nagelsmann noch. Ja, warum man ihm keine faire Chance gegeben hat, I don't know. Das Thema haben wir auch schon 100-mal gehabt. Ich würde es trotzdem gerne nochmal sagen. Erstmal dann schweren Einstand gehabt bei uns, der Sabi, was okay ist. Und das große Problem ist dann einfach, dass ein Goretzka und ein Kimmich immer gespielt haben, sofern sie laufen konnten. Egal wie fit, egal welche Leistung sie gebracht haben, sie haben einfach immer gespielt. So, wie soll man sich da als Spieler zeigen? Wie soll man da sich zeigen, wenn man mal 30, 40 Minuten kriegt, wenn man gar keinen Rhythmus hat, weil man gar nicht spielt, weil man gar nicht in die Abläufe mit eingebunden ist und so weiter und so fort, weil die sich gar nicht einschlafen können, weil man halt nicht spielt. Dann war die Zeit, wo ein Goretzka verletzt war, einige Wochen, wo ein Sabi dann gespielt hat mit dem Kimmich zusammen und wo ein Sabi richtig stark gespielt hat. Ja, wo ein Sabi dann auch eher den Sechser gegeben hat. Oder auf einer Höhe mit dem Kimmich. Da war er richtig stark. Ja. Kaum konnte ein Goretzka wieder laufen. Ja, ihr habt's alle mitbekommen, war ein Sabi wieder außen vor. Dass man dann keinen Bock hat und dann nach Manchester United geht, völlig verständlich. Ja. Wahrscheinlich hat er sich jetzt nochmal gedacht, oh, neuer Trainer, kann ich nochmal voll angreifen vielleicht. Anscheinend hat der Verein und der Trainer ihm wahrscheinlich dann auch gleich klar gemacht, ob jetzt direkt oder indirekt, ähnlich wie es bei Mané ist. So, wir planen nicht mehr mit dir. Ja, dass man dann irgendwie einen Hals hat, verstehe ich vollkommen, alles gut. Aber das irgendwie dann so auf den Fanrücken auszutragen, finde ich ein bisschen schwach. Aber wie gesagt, an die Dortmunder, die hier zuschauen, Glückwunsch, ihr bekommt einen super Spieler meines Erachtens nach. Wenn er den passenden Partner im Mittelfeld hat, wird der absolut eine Bereicherung sein. Ja, kann auch echt ein Gamechanger sein, definitiv. Also wird den Dortmundern auf jeden Fall auch eine gewisse Stabilität mitbringen, gehe ich von aus. Aber das werden wir sehen. Oder halt auch nicht sehen. Dann eher von den Dortmundern hier in den Kommentaren vielleicht hören. Wenn es mal so ein halbes Jahr rum ist. Aber ja, ich fand's schade, wie man mit ihm umgegangen ist, dass man ihm einfach nicht die Chancen gegeben hat. Ja, wenn man ihn schon verpflichtet. Ja, ich wünsche ihm alles Gute in Dortmund. Ich denke, er wird da mehr Spaß haben wie bei uns. Leider Gottes. Ich denke, ich weiß nicht, wie es da ist, aber vielleicht ist er dann da eher in dieser Position, wo das Leistungsprinzip dann vielleicht eher außer Kraft gesetzt wird, wo man sagt, so ein Sabi spielt halt eher
Auch wenn er mal nicht ganz so gut drauf ist wie jemand anders. Vielleicht ist das so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ansonsten wird er da auf jeden Fall fairere Chancen bekommen wie bei uns. Ja, das können wir so abschließend sagen. Thema Nübel, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Ich hätte ihn verkauft. Es kam ja auch noch Angebot rein aus England, wie man gelesen hat, für 10 Mille oder was. Und man wollte ihn jetzt nur ausleihen, weil man noch nicht weiß, was mit Manu ist. Und dann hat man ihn nächstes Jahr nochmal und dann könnte er nächstes Jahr den Kampf um die Nummer 1 angehen. Ganz ehrlich, wenn man jetzt in der aktuellen Lage den Kampf um die Nummer 1 nicht annimmt in München, ja, mit einem Neuer, der immer noch verletzt ist oder in der Reha ist, und selbst wenn er wieder auf dem Platz steht, wird er mit Sicherheit nicht instant das Level haben, was er mal hatte. Ja. Wenn man das jetzt nicht nutzen möchte, sich diesen Konkurrenzkampf nicht stellen möchte, warum auch immer, vielleicht kommen die privat nicht klar, vielleicht hat der eine dem anderen mal die Perle ausgespannt in der Jugend oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine, gut, die sind ja auch eigentlich 10 Jahre auseinander, kann jetzt eigentlich auch nicht sein, aber irgendwann muss da ja mal vorgefallen sein. Ansonsten, wenn es wirklich nur der Konkurrenzgedanke ist, naja, dann hat Nübel bei uns nichts zu suchen, hat Nübel auch nächstes Jahr bei uns nichts zu suchen. Ja, wir brauchen keine Spieler, die den Konkurrenzkampf nicht annehmen möchten. Ja. Deswegen, I don't know, habe ich nicht verstanden, diese Leihe. Aber sei mal dahingestellt, er ist weg und gut ist. Ja. Ansonsten, weitere Abgänge werden mit Sicherheit folgen. Ich gehe davon aus, dass ein Mané weggehen wird. Denken wir, die nächsten 1-2 Wochen wird da wahrscheinlich irgendwas in Richtung Saudi-Arabien gehen. Vielleicht haben wir viel Glück und Mané setzt sich dafür ein, dass sein Kumpel Sarr gleich mitgeht. Weil ob die Saudis da jetzt für so einen Spieler 4 Mille zahlen, das interessiert die ja nicht. Könnte ich mir noch sehr gut vorstellen. Ich bin gespannt. Vielleicht trifft das ja ein. Ansonsten Abgänge. Ja, Pavard warten wir immer noch. Wer weiß, wenn wirklich Walker, was ja immer irgendwie noch in der Schwebe ist, keine Ahnung. Wenn Walker wirklich zu uns kommt, können wir ihn vielleicht gleich verrechnen mit Pavard. Obwohl Pavard ja keinen Bock hat, das rechter Verteidiger zu spielen. Von daher wäre es seine Argumentation nach ja nicht sinnig, nach City zu wechseln. I don't know, man wird sehen. Ich gehe davon aus, dass ein Pavard noch wechseln wird. Auch wenn Tuchel da irgendwie sagt, er wird ihn gerne halten. Aber er wird seinen Vertrag nicht verlängern und du kannst so einen Spieler nicht nächstes Jahr wieder für Nüsse gehen lassen. Jetzt kriegst du wenigstens noch 30-35 Mille. Und die sollte man halt dann auch mitnehmen. Ansonsten, Goretzka und ein Kimmich haben ja klar geäußert, dass sie den Verein nicht verlassen möchten. Wow, wie überraschend. Ja, wie überraschend. Ja, wir haben genau das Thema, was ich am Ende der Saison ja angesprochen habe, dass diese Spieler den Verein halt einfach nicht verlassen werden. Ja, das ist halt eine Clique da, ein Haufen, die alle sehr gut verdienen für das, was sie leisten, sind in der Wohlfühl-Oase München. Warum sollte ein Spieler da den Verein verlassen? Ja. Warum? Es gibt keinen Grund. Man sieht es auch beim Goretzka, der jetzt in der zweiten Mannschaft spielt, wo er wahrscheinlich auch weiterhin spielen wird, wenn man heute die Leistung gesehen hat. Warum jetzt alles nicht überbewerten? Wie gesagt, Freundschaftsspiel, Blasels Vorbereitung. Aber wenn man da den Einsatz sieht und den Willen von einem Leimer und mit einem Goretzka dann vergleicht, oder mit einem Gravenberg, dann, ja, I don't know. Also, für mich beides noch Abgangstypen. Ich denke, Gravenberg oder Goretzka wird noch wechseln. Sané, Gnabry werden mit Sicherheit nicht wechseln. Kann ich mir nicht vorstellen. Die werden wir weiterhin an der Backe haben. Wenn sie Bock haben, wenn sie gute Form haben, sind sie auch stark. Möchte ich gar keinen abreden. Und wie gesagt, Sané hat heute auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Ja, also wird sich das alles so darstellen, wie es letzte Saison auch war. Daran wird sich nichts ändern. Und wenn es Kane nicht wird, wir dann irgendwie einen Mittelklasse-Stürmer als B-Lösung dann noch verpflichten müssen. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich denke, so ein Kane, so vom Charakter her, vom Standing her, kann uns da vorne einen Schub geben.
Ja, nicht nur seine verlässlichen Tore, die er macht, sondern einfach auch vom Typ her. Ne? Dass da mal einer ist, der dann auch mal die Fresse aufmachen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob er so der Typ ist. Zumindest so auf dem Platz eher nicht so, glaube ich. Ne? Aber vielleicht ist es intern so, wo die Leute dann auch mal zuhören. Ne? Wenn da so ein Schuppo oder so ein Tell da irgendwas sagen würde, meint ihr, das interessiert einen Sani oder einen Knabri, die sich da für die Götter auf Außen halten, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher wäre das nochmal ein Faktor. Ja. Es bleibt spannend. Kyle Walker, vielleicht da nochmal kurz zu. Ja, I don't know. Auch schon wieder, also dasselbe Thema wie mit dem Kane halt. Ja, er hat angeblich zugesagt. Sei mal dahingestellt. Das Alter, wie gesagt, heute hat er super performt. In dem Testspiel, was man gesehen hat. Ja, aber wenn dann Pep sagt, ich stelle ihn als Kapitän auf, ich möchte um ihn kämpfen, ganz ehrlich, dann muss Pep doch einfach nur sagen, ja, du kriegst hier auch 2 Jahre plus 1 Option, wen interessiert das denn in Man City? Ja, selbst wenn er jetzt so noch 1 Jahr performt dann 2 Jahre nicht mehr, als ob das in Man City jemand interessiert, ob da noch mal irgendwie 10 Mille pro Jahr an Kyle Walker gehen oder nicht. Wen interessiert das denn? Die Kohle kommt da eher vom Scheich, Alter. Von daher bin ich da noch sehr skeptisch. Ja. Dann haben wir nur Mazrui und Stani. Wild. Weiß ich nicht. Werden wir sehen, was noch passiert in der laufenden Transferperiode. Ich denke, es werden noch ein paar heiße Wochen werden. Bis zum 31.08. Und ich hoffe, dass es in Zukunft mal ein bisschen anders wird. Ja. Weil die Vorbereitung, ihr habt jetzt gerade gesehen, was ich für Spieler alle aufgezählt habe. Auch beim Goretzka kann sich noch was tun. Sollten wir wirklich noch einen Sechser verpflichten. Nehmen wir an, wir werden Money los, dann hauen wir bei Kane nochmal 10 Mille drauf und dann ist das Thema durch. Und dann ist das Gehalt frei, dann kriegen wir dann nochmal 40 Mille aus Saudi-Arabien, dann ist Kane machbar, gar kein Problem. So, dann, wenn wir dann vielleicht noch ein paar Wahllos werden und vielleicht einen Gravenberg, so, dann sagt man, wir holen auch nochmal einen Sechser, holen auch nochmal 50, 60 Mille raus. Und dann wird's auch schwer für den Goretzka. Ja, weil dann konkurriert er vorne mit dem Kimmich und Leimer um eine Position. Vielleicht kommt dann auch da der Gedanke, ich wechsle vielleicht doch nochmal. Weiß ich nicht, I don't know. Wie gesagt, die sind halt alle in ihrer Clique da, in dieser Wohlfühloase. Von daher glaube ich das eher nicht. Da muss er halt damit leben, dass er bei der EM nicht spielen wird. Ja, also nur als Bankdrücker, obwohl beim Hansi ist ja auch alles möglich, wer weiß. I don't know. Ja, das ist auf jeden Fall die Aussicht. Wie man sieht, jede Menge Torwart-Thema haben wir auch noch. Sommer muss gehen. Also Sommer, wir brauchen mit Sommer nicht in die Saison starten, alle. Wir haben das gesehen. Ich weiß auch nicht, wie Inter Mailand an Sommer interessiert sein kann, Alter. Gut, vielleicht spielen die einen anderen Fußball wie wir, dass er da nicht so viel mitspielen muss oder was, keine Ahnung. Ich weiß, vielleicht ist er auch einfach verbrannt bei uns. Ich habe keine Ahnung, ich kann es euch nicht erklären. Aber da muss da auch noch was passieren. Dann ist die Frage, was macht man auf der Torwartposition? So wie es aktuell aussieht, bläst man den Neuer ja so viel Zucker im Arsch, dass es, wenn darauf hinausläuft, dass man irgendeinen alten Knacker holt und den als Nummer 2 dahinsetzt. Was ich dann wiederum nicht verstehe, weil man hat einen Ulle. Was soll der Ulle? Wofür ist er da? Dann löst einen Vertrag auf, oder was? Als dritten Torhüter kannst du irgendeinen jungen Jauster nehmen. Wir haben doch immer angeblich, wir haben so viele Torwarttalente die letzten Jahre gehabt, die wir dann irgendwie verkauft, verliehen oder sonst was haben. Ja, da muss man mal ein bisschen Eier haben. Punkt. Ja, fertig. Und eine andere Alternative ist, man haut 40, 50, 60 Meter raus, holt einen jungen Torwart, auf den man setzt. So, dann wisst ihr aber auch, wie ein Neuer reagiert. Also, wild, oder? Dafür, dass der Neuer nur noch einfach 1 Jahr Vertrag hat, also ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich sag's euch, wie es ist. Ja. Klar wird ein Neuer noch zurückkommen diese Saison, müssen wir uns nichts vormachen. Oder sehr wahrscheinlich, man weiß es nicht, vielleicht erlebt er nochmal einen Rückschlag oder fährt nochmal Ski, man weiß es ja nicht. Aber er bis er immer wieder an der Form dran ist, wo man sagt, ja, das ist wieder ein Torwart, der uns in der Champions League auch mal den Arsch retten kann, wird das dauern. Natürlich wird er so ein Sommerniveau relativ zügig haben, so ein Grundniveau, aber an das ganz hohe Level, ob er da überhaupt nochmal hinkommt, ist eine ganz andere Sache, ja. Und auch der Mensch verdient 20 Mille plus bei uns. Ist sein letztes Jahr, den Vertrag würde ich dann auch nicht verlängern.
Wir müssen jetzt langsam mal die alten Zöpfe abschneiden. Dasselbe gilt für Müller. Der hat noch jetzt dieses Jahr und dann muss der Zopf auch abgeschnitten werden. Man kann die Jungs ja gerne alle im Verein halten durch irgendwelche Sachen oder kann ja auch in die Richtung Torwarttrainer gehen, so neuer zum Beispiel erstmal in die Jugend und dann so vielleicht später. Alles gut, sehe ich, fühle ich. Aber so langsam ist gut. Ja, also so langsam müssen wir mal. So. Eigentlich hätten wir diesen Sommer so einen Umbruch gebraucht und bisher, was haben wir heute gesehen? Leimer für Goretzka. Das war alles. Ansonsten war das dieselbe Mannschaft, dasselbe Spiel, das 1:1, wie wir es die letzten Wochen und Monate gesehen haben. Es war keinerlei Veränderung zu sehen. Immer noch ohne Stürmer, weil wir keine Eier haben, Tell aufzustellen. Aber ich schweife ab, Leute. Ich schweife schon wieder ab. Ich lasse es. Das geht hier nur um Abgänge und kleiner Gedankenaustausch, transfersmäßig. So, von daher beende ich die Chose jetzt hier. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal. Und ich bin sehr gespannt aufs nächste Testspiel, was jetzt vielleicht nicht so viel aussagen wird, je nachdem, wenn wir da natürlich verlieren sollten, dann schon. Ja, und dann das erste richtige Spiel, Supercup. Da freue ich mich drauf, da bin ich im Stadion und dann ist auch schon der erste Spieltag. Und ich sage voraus, dass unser Kader dann immer noch nicht final stehen wird. Was traurig ist, was es gilt zu verbessern. Ja. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.